Wenn ich trinke, mach los die rasieren und gehst dann ein bisschen spazieren und das Kalköne ist aus. So gehst am Galiziberg raus. Der Galiziberg ist ein Jährchen später und wir im Galiziberg kommen und schauen mir wieder um. Da sieh ich ganz still in der Kahn, ein Vogel ist am Bahn. Was kannst du Vogel alles machen kann, gell? Na, ich krach's Landbahn schnell hinauf, zu nehmen das Vogelnest aus. Und wir so hin und her, was Vogelnest oben ganz leer, also so ein Blamage. Hier ich noch am Bahn oben sitz, vom Aufgegangen fürchterlich schwitz, kommt der Liebste versunken im Tran und zieht sich grad unter mein Bahn. Das ist jetzt auch gar nichts, aber in einem Wald. Na, ich da am Bahn bin ganz still und denk, was der mir aber will. Er sagt, ach, ich hab dich so gern und du sollst mein Weiberfreund werden. Na, das haben schon viele gesagt, gell? Er nimmt sie ganz zurück bei der Hand und sagt ihr ins Ohr allerhand. Sie meint, die Blicke gewähr, wir will unsere Kinder ja mehr. Ja, gute Frage, ja, ne? Darauf er, ach Bertha, ich bin noch ein Christ und du von dem Glauben auch bist. Drum winkt bei uns drum an den Herrn, er soll unsere Kinder ernähren. Was? Da schrecke Ohr vom Band, Bagage geht's noch nicht bald heim. Von der Ober kommt, sag ich an Herrn, der wo seine Kinder will nähren, der wo seine Kinder will nähren, der wo seine Kinder... Ja, ich war ja auch noch jung, ne? Aber so jung war ich nie. Dankeschön. Soweit zum Original. Soweit zum Original, wir sind die Grenzer Almstedt. Gibt noch einen Nachsatz. Die zwei waren voll Schrecken ganz stumm. Sie wandten sich nicht einmal um. Sie sind gerannt über Stock, über Strauch. Die Leute vorne lachen mein Bauch. Aber das nächste Mal bleib ich daheim. Ich steig sicher nicht mehr auf so einen Bahn. Denn es könnte sein, die Geschichte hat sich bewährt. Und ich wirst fremde Kinder ernähren. Dankeschön.